Bonjour, merci, dass der Astrid Lulling TV Doc-Kanal guckt. Ihr könnt die Sendung auch dauernd auf meiner Homepage www.astridlulling.lu gesehen erlaubsteren. Wie gemengt hat, ihr könnt nur der Dach anstrengender Wahlkampagne ein bisschen Vakanz machen, kann das vergessen, wenn ein Rüm gewählt oder neu gewählt ist an das Europäische Parlament. Besonders für mich als Käster, aber auch als Chef der Delegation von der neuen Delegation von der CSV an der Fraktion von der Europäischen Volkspartei sind das besonders anstrengend. Am Büro vom Parlament, den der 17. Juni seine letzte Sitzung zu Brüssel aufgehalten hat, waren nach über 20 Punkten auf der Tagesordnung. Bald 4 Stunden von oben 6 bis 10 Uhr haben wir getagt. Eine Sitzung von den 6 Kästern, die auch nach bis zum 13. Juli am Amt sind, habe ich für den 22. Juni zu Lützeburg organisiert. Auch da bleiben neben der Inspektion von einem neuen Gebäude für das Generalsekretariat vom Europäischen Parlament zu Lützeburg eine helle Wohl von Problemen zu lösen. Die Deputierten persönlich betreffen hauptsächlich die nicht dabei sind. Erst Fraktionssitzungen haben den 16. und 17. Juni zu Brüssel stattgefunden, für sich zu organisieren, besonders was die Verteilung von den Posten an Pösterscher an der Fraktion angeht. Der Fraktionsvorstand von unserer Fraktion, der Europäischen Volkspartei, wird ausgerechnet den 23. Juni mittags um 15 Uhr auf unserem Nationalfeiertag gewählt. Für mich heißt das, dass ich mich direkt um auf Brüssel auf den Weg machen muss, für pünktlich dort zu sein. Nach der Wahl geht es Erlass mit der Verteilung von den Posten am Büro vom Parlament, ein Präsident, 4 Vizepräsidenten, 5 Kästern. Da gibt es an unserer Fraktion Probleme, weil wir 2 Kandidaten für den Parlamentspräsident tun, der frühere polnische Ministerpräsident Jerzy Buzek und ein italienischer Kollege, der Vizepräsident aus dem Moment, der Mario Mauro. Verkehr von denen 2 sich zurückzieht, könnte an unserer Fraktion zu einer Kampfaufstimmung. Allerdings, weil unsere Fraktion ja keine Majorität hat, wir sind zu 263 voraussichtlich, Majorität liegt bei 369, müssen wir einen Akkord mit einer anderen politischen Fraktion machen. Das heißt, dass wir in den letzten 30 Jahren immer der Posten vom Parlamentspräsident gesplittet wird, 2,5 Jahre für zum Beispiel von unserer, der größten Fraktion, und 2,5 Jahre ein von der Fraktion, mit der man einen Akkord kriegen. Das war meistens die sozialistische Fraktion, einmal 1999 war es die Liberalfraktion. Lo geht es aber nicht durch mit den Liberalen für eine Majorität. An das Ganze spielt ja auch die Designation vom nächsten Präsidenten von der Europäischen Kommission heran, wo ja der jetzige Präsident Barroso Kandidat ist für seine eigene Sukzession. Was aber sowohl bei den Sozialisten wie bei den Liberalen umstritten ist. Ob schon überlegt wäre, dass der Kandidat für den Kommissionspräsident aus der Reihen von der Europäischen Partei kommen soll, die die Wahlen gewonnen hat. Das ist nun einmal die Europäische Volkspartei. Stell dir mal vor, Sozialisten hätten die Wahlen für das Europäische Parlament gewonnen. Da gingen die als bei der Teufelsschecke, weil wir auch nicht mehr gingen dran denken, ihre Kandidat vorzustellen. Das machen noch die Liberalen, die mit ihren 80 Deputierten aber so gern den Präsidentenposten vom Parlament für 2,5 Jahre hätten. Die Croulant von 1960, der Cohn-Bendit, die mischt nach mehr gedeiht mit seinen rund 50 Männlein und Weiblein,
die hier an seiner Fraktion zusammengekriegt, hier träumt von einer Allianz zwischen Kommunisten, Sozialisten, Liberalen und den Grünen für die Europäische Volkspartei, die die Wahlen hausig gewonnen hat, Früchte von der Victoire streitig zu machen. Da müssen die Liberalen sich überlegen, mit welchen teilweise unappetitlichen extrem linksen sie gemeinsam Spiel machen wollen. Die vielen Lützeburger, die Charles Goerens gestimmt haben, haben das zwar sicher nicht gemacht, für das sie sich zu einer Allianz soll hier reißen lassen mit so Extremisten. Auch wenn hier diese Tadam hat für den Herr Barroso zu wählen, ich hoffe, er hat gerade so viele Tadam für mit den letzten Stalinisten und anderen kommunistischen Nostalgiker zu koalieren. Das ist allerdings nicht mehr sein Problem. Wir müssen die nächste Tage aufwerten, besonders was die Summe von den Staats- und Regierungschefen von Haut, den 18., wo ich diese Mission zu Brüssel abholen, am Morgen, den 19. Juni, für mich klar zu sehen, ob die den Herrn Barroso formell proposieren, sodass dann Parlament nach an seiner konstituierenden Juli-Session zu Straßburg, den 15. oder 16. Juli, darüber aufstimmen kann. Natürlich aufgrund vom Vertrag von Nice, weil die von Lissabon ja nicht erklärt ist. Oder man muss nur aufhören, ob die Wurrecht am September oder nach mir spät soll erfolgen. Da das der Moment an der Luft, wie gesagt, noch 2 Tage gesehen wir mich klar. Ob dann die anderen Kommissionsmembers aufgrund vom Lissabonner Vertrag Ende des Jahres genannt gehen, wenn die noch einem neuen irländischen Referendum ratifiziert wird, all das ist nicht sicher, eine regelrechte Kastät, auch für die Lützeburger Spitzenkandidatin von der CSV bei den Europawahlen, Viviane Reding, die Kommissarin ist und dadurch bleiben will, soll, so wie wir das hoffen und wünschen. Weil aber der Posten vom Kommissär mit dem von einem gewählten Europadeputierten inkompatibel ist, muss es bis zum 13. Juli eine Decision geben, ob Viviane Reding an der Kommission bleibt oder hier das Mandat am Europäischen Parlament unhält. Ihr seht, es ist an diesen Wochen schrecklich spannend hier am Europäischen Parlament. Sicher sollen Diskussionen über Posten am Europäischen Parlament selber nicht überbewerten. Melogin aber Chalon für die nächsten Jahre gesagt, und das ist schon wichtig, auch für Lützeburg. Auch hier müssen wir aufpassen, dass wir als Kleinland, Kleindelegation nicht über den Tisch gezogen gehen. Was der Kommissionspräsident angeht, so müssen wir uns allerdings der Hypokrisie von verschiedenen, besonders großen Memberstaaten bewusst sind, die vielleicht eine ähnliche Taktik haben wie früher die deutschen Kurfürsten, die sich immer eins waren, die Schwächsten als deutsche Kaiser zu wählen. Merci, dass ihr mir noch gelauscht habt, bis geschwind.